aus dem Conference-Raum. Das ist Julia. Hi Sam! Ich bin Dan, die will ich mich nicht kennen. Und schön, seid ihr da. Geht doch mal ganz kurz in den Chat hinein, weil ich liebe es immer zu sehen, von wo ihr überall zuschaut. Ich habe jetzt gesehen, wir sind so 24 Personen für diese Hour of Prayer. Ich glaube, da werden einige Leute noch dazukommen. Geh mal ganz kurz in den Chat hinein. Währenddem, Julia, sag mal jetzt kurz zu dir. Was machst du hier meistens? Mega gerne. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit euch gemeinsam bei der Hour of Prayer dabei sein darf. Und genau, einige von euch, die vielleicht hier vor Ort schon mal waren, haben mich im Foyer gesehen. Ich darf bei uns so den Integrationsbereich leiten, das Connect-Team, die Taufen, den Entdecke-Gott-Kurs, also überall dort, wo Menschen quasi neu bei uns in die Church integriert werden. Und das ist mein Riesenherzschlag, einfach Menschen wirklich in unsere Church-Family mit reinzunehmen und ja, ihnen einfach hier ihren Platz zu suchen und zu finden. So, in diesem Raum hier haben wir jeden Dienstag unser Celebration Meeting, einfach, dass ihr das wisst. Und da gehen immer so Leute um den Tisch herum und online sind Leute dabei und wir diskutieren und planen. Und momentan sind wir jetzt gerade am Schluss von dieser Serie über Real Friends. Ja. Ja, Real Friends. Und ist ein emotionales Thema. Und bevor wir da reingehen, by the way, Grüße an die welche Leute, die da in Baden-Württemberg in Regen und Schnee, also nein, Regen und Sonne. Okay. In der Schweiz hatten wir, dort wo ich Frühlingsferien hatte, hatten wir heute Morgen Schnee. Wirklich? Ja. Ach krass. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Nürtingen, wer ist sonst noch dabei? Aus anderen Leuten? Ostfriesland habe ich gesehen. Ostfriesland. Mega, mega cool. Schön, ich dürfte einfach reinschreiben. Lass uns zusammen jetzt reinstarten. Jule, nimm uns doch mit in diese Zeit, das werden wir uns ready machen. Yes. Hey, du darfst dich mega gerne eins machen, einfach dein Herz öffnen, dass wir wirklich jetzt Jesus einladen, dass er diese Zeit wirklich auch gebraucht. Und deswegen, yes. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Hour of Prayer. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Zeit wirklich freigeräumt hast. Danke, dass wir jetzt alles ablegen dürfen, was uns daran hindert, dir in dieser Zeit zu begegnen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen was zu sagen hast, dass du wirklich reden willst durch die Themen, wo wir heute durchgehen, dass du Freiheit für uns parat hast, dass du Erkenntnisse für uns vorbereitet hast und dass wir das echt gemeinsam tun dürfen. Das ist ein Privileg, über so eine große Distanz ja einfach hier online verbunden zu sein und dass du in unserer Mitte bist, Jesus. Yes, und ich danke dir für jede Person, die jetzt gerade zuschaut, vom Bodensee zu Ostfriesland, Deutschland, Schweiz, wo auch immer du bist. Und ich danke Gott, dass wir eins sein dürfen, jetzt in diesem Gebet, in dieser Zeit. Und einfach, was du tust, nur schon für diese Möglichkeit, danke ich dir, dass wir zu dir beten dürfen. Zusammen, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sind. Amen. Amen. Real Friends, was hat es bei dir ausgelöst, diese Serie? Die ganze Serie? Ja. Also ich muss sagen, ich habe mich mega drauf gefreut. Das ist wirklich ein Thema, also ein Herzensthema von mir. Beziehung insgesamt und Freundschaften. Einfach auch so durch meine Story, wo ich damals in die Schweiz gekommen bin und wirklich nochmal auch neue Freundschaften aufbauen durfte. Wie lange her? Also ich bin jetzt ja vor 1,75 Jahren, also fast 2 Jahre im Sommer in die Schweiz gekommen. Ich war zwar schon mal 7 Monate hier, aber ich hatte natürlich so mein Freundschaftsnetzwerk auch in Deutschland und das irgendwie loszulassen und wirklich zu vertrauen, einfach, dass Gott mich auch hier mit neuen Beziehungen segnet. Von daher war ich sehr gespannt darauf, was diese Serie bei mir auslöst. Hattest du schon Konflikte mit deinen neuen Freunden? Konflikte mit meinen neuen Freunden? Habe ich nicht gesagt, dass ich das frage. Ich muss mir überlegen. Na gut, ich wohne natürlich in einer WG mit 5 Leuten. Ja, okay. Ne, wir sind zwar eine christliche WG, das heißt, wir haben schon alle so den gleichen Herzschlag und ähnliche Werte, aber es gab definitiv da Situationen, die mich mega gechallenged haben und weil ich bin eher so vom Typ her der sich zurückzieht und es runterschluckt, oder war ich früher. Ja. Und das zu lernen in einer WG, wo 5 Menschen sind, die ganz unterschiedlich leben, die einen ganz unterschiedlichen Anspruch haben an Sauberkeit, an Ordnung. Und ich habe ganz viel immer in mich reingefressen und irgendwann ist es dann manchmal so explodiert und das musste ich lernen, einfach da Sachen anzusprechen, zu facen und meine Wünsche zu formulieren, die ich habe. Voll. Und ja. Also ich merke, das ist ja das Thema Konflikte in Freundschaften. Das ist so relevant. Und das ist auch so emotional. Und da wollen wir speziell in den nächsten 30 Minuten, 40 Minuten reinbeten. Aber bevor wir kurz reingehen, ganz kurz, Julia, vielleicht beten wir für Leute, die auch, vielleicht haben sie ja schon in anderen Hour of Prayers gemacht, aber für Leute, die noch sich bessere Freundschaften wünschen.
vielleicht kannst du erzählen kurz etwas, was dir geholfen hat und dann nimm uns doch mit in ein Gebet. Mega gerne. Also ich glaube, was mir geholfen hat, als ich hier in die Schweiz gekommen bin, war definitiv die Church Family. Einfach da reinzukommen, so viele offene Herzen und so viele offene Arme, die mich auch an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, schau mal, da ist eine Small Group, die zu dir passen könnte. Ich war 2023 die 7 Monate in einer Small Group mit wirklich Mummies und einfach Frauen, die eigentlich nicht in meiner Season oder auch in meinem Alter waren, aber da sind so coole Kontakte daraus entstanden. Auch jetzt durfte ich wieder mit einer Freundin, die hier auch on staff ist, wirklich eine Small Group gründen. Das heißt, Small Group ist echt ein Ort, wo ja, man in so einem intimen Rahmen Freundschaft erlebt, aber auch durch die Teams. Ich bin, wie gesagt, im Connect-Team unterwegs. Da hatte ich jetzt auch ja, einfach eine Freundschaft, die daraus entstanden ist, wo eine Person ja, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wollen wir in unsere Freundschaft investieren? Hast du so gesagt? Ja, das war richtig krass. Was war der erste, was habt ihr ganz praktisch gemacht? Und sagt, okay, wir machen einen praktischen Schritt, um Freundschaften zu bauen. Also tatsächlich hat es damit gestartet, dass ich im Januar wirklich das Thema Freundschaften auf dem Herzen hatte und angefangen habe, dafür zu beten und zu fasten, weil ich gesagt habe, Jesus, zeig mir die Menschen, mit denen ich hier in der Schweiz unterwegs sein soll. Und dann ist, wie gesagt, am 14. Januar, an einem Sonntag, ist eine Freundin aus dem Connect-Team, also jetzt Freundin, auf mich zu beim Mittagessen, hat gesagt, wir kennen uns jetzt irgendwie 1,5 Jahre, wir sind 1,5 Jahre im selben Team. Was? Und ich habe es auf dem Herzen, dich zu fragen, ob wir committed in unsere Freundschaft investieren wollen. Und es war wirklich so ein Ja, Nein, vielleicht. Das ist wenig passiert bei mir so. Ja, Krass, also es war wirklich, ich habe in dem Moment, und ich wusste, das war eine Antwort einfach auch auf mein Gebet. Und dann, was habt ihr das erste Schritt der Freundschaftsfrau gemacht? Was habt ihr gemacht? Wir haben abgemacht, haben ein Date ausgemacht und waren Trampolinspringen, dabei habe ich mir die Bänder gerissen. Also es war ein lustiges erstes Freundschaftsdate. Hey, wenn du da bist und merkst, eigentlich wünsche ich mir in gewissen Bereichen mehr Freundschaft oder tiefe Freundschaften, dann mach vielleicht ein Emoji im Chat hinein, ein Gebet-Emoji oder so. Und dann lass uns jetzt beten für das, weil ich glaube, wir sind gemacht dafür. Aber es ist nicht ganz einfach. Und es braucht Zeit und ich finde eben, wir dürfen dafür beten. Unbedingt. Yes. Und Jesus, ich danke dir echt dafür, ja, dass du uns für Beziehung, für Gemeinschaft geschaffen hast. Es war von Anfang an deine Idee. Und ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Person siehst, die ja jetzt gerade irgendwie ein Gefühl von Einsamkeit, ein Gefühl von Alleinsein hat. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du Versorger bist, dass du Jahwe Jireh bist, der uns versorgt, der uns auch mit Menschen und Beziehungen und Freundschaften versorgt. Und wir legen dir jetzt mutig dieses Gebet hin, Jesus, jede einzelne Person, die sich jetzt einfach gerade in ihrem Herzen wirklich eins damit macht und sagt, ich sehne mich nach echten, tiefen und Jesus-zentrierten Freundschaften. Wir legen dir das hin, Jesus, und wir glauben wirklich daran, dass du diese Menschen aufzeigst, dass du diese Menschen highlightest, dass wenn wir dir dieses Gebet wirklich jetzt bringen, mit dieser Sehnsucht, mit diesem Wunsch nach Freundschaft, nach Beziehung, dass du eine Antwort darauf hast. Und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du das jetzt gerade siehst. In jedem einzelnen Wohnzimmer, in jedem einzelnen Office, wo auch immer gerade Leute zugeschaltet sind. Dass du diesen Wunsch so ernst nimmst und dass du Menschen wirklich an die Seite stellst, mit denen wir unterwegs sein dürfen, mit denen wir vorangehen dürfen, uns ermutigen dürfen und Leben aussprechen dürfen. Ich bete gerade für jede Person, das einfach, das Thema ist sehr emotional oder man fühlt sich überfordert oder ich habe bei jemandem gelesen, eben es ist schnell zu viel, ich ziehe mich zurück, dass du uns hilfst zu schauen, was tut uns gut und wo möchtest du uns auch in etwas Neues hineinführen. Ich bete einfach, dass du in unserem Leben uns beziehungsfähig machst. Ich weiß, Gott, dass jede Person braucht verschiedene Anzahl Freunde. Nicht jeder braucht gleich viele. Aber wir sind gemacht für Gemeinschaft. Und ich bete, dass du uns hilfst, in Beziehung zu treten, dort, wo vielleicht Dinge schwierig sind. Heilst, wiederherstellst, Mut gibst, Zuversicht, Selbstwert gibst. Deine Perspektive, Vater, spreche ich aus über jede Person, die jetzt gerade zuschaut. Ich segne dich mit einer göttlichen Sicht über das Gegenüber und mit einer göttlichen Sicht über dich selber. Amen. Denn wie ist es so, du hast mich jetzt gerade gefragt, wie das mit Konflikten in Freundschaften ist, aber du bist ja auch schon lange verheiratet. Wie ist es so in Ehe? Also ich meine, wenn man 24/7 gefühlt zusammen ist, wie
habt ihr so bisher vielleicht Konflikte erlebt oder was waren Momente in Konflikten, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt teilen, weil das war so ein Learning für mich? Ja, ich würde sagen, das erste Jahr, die ersten 2 Jahre viel zu viel Streit. Und das ist auch ein Grund, wieso wir uns in die Ehearbeit investieren, weil wir gemerkt haben, Ehe ist wirklich nicht so ein Selbstläufer. Und ich bin auf die Welt gekommen. Ich habe wahrscheinlich nie so viel gestritten wie in den ersten Ehejahren. Und immer noch zwischendurch, aber wir haben gelernt, besser zu streiten. Aber es war wirklich nicht einfach. Und ich mag mich erinnern, einmal, es war vielleicht nach 5 Jahren Ehe, waren wir in Australien und wir hatten einen ganz üblen Streit. Wenn du in den Ferien einen Streit hast und dann weit weg, wo du viel gezahlt hast, war ganz schlimm. Ich habe gesagt, Dan, jetzt brauche ich kurz Distanz, gehe mir aus dem Weg. Ging aus der Wohnung, ging wieder ins Auto, fuhr zum Strand und dachte, hey, jetzt ist das Ferien vorüber. Also so schlimm hatten wir schon lange keinen Streit mehr. Und ich war echt, dachte, sie hat sich so, oder wie Lea zu so gesagt hat, sie hat sich falsch, das ist ihr Trigger, ihr Problem, oder? So, oder? Das ist das hat sie getriggert, oder? Und aber ich habe nachher gemerkt, dass alleine ich habe dann in dieser Situation einen Satz gesagt und der war richtig nicht gut. Ja. Und als ich dort war und mein Leid und mein Frust über diesen Streit, wo ich mich falsch behandelt fühlte durch ihr Triggerpunkt, oder? Habe ich plötzlich gemerkt, dass der Heilige Geist sagt, Dan, du musst dich entschuldigen für diesen einen Satz, auch wenn das ganze Konflikt nicht vielleicht du gestartet hast. Aber dieser Satz dort hast du gesagt und der war falsch. Und dann habe ich ein SMS geschrieben und ich sage, es war nicht so nach 5 Minuten, das war sicher eine Stunde vergangen. Gell? Ein SMS geschrieben. Kann lang sein. Ja, das fühlt sich dann mega lang an. Und dann hat sie gesagt, okay, kannst wieder nach Hause kommen. Und dann haben wir diesen Konflikt aufarbeiten können. Aber ich glaube, dieser Schritt von die erste Reaktion im Konflikt ist ja oft die falsche. Ja. Da war ich genervt, oder? Und habe so reagiert und habe einen unbedachten Satz gesagt. Der war noch viel schlimmer als der Konflikt. Und lass uns dafür beten, damit wir Selbstdisziplin bekommen. Der Heilige Geist ist auch jemand, der Disziplin gibt. Das ist in der Bibel. Selbstdisziplin. Also der ist nicht da verliert. Und das heißt, weil wenn du es mal sagst, dann ist es draußen. Da kannst du schon Entschuldigung sagen, aber eben, das hat lange wehgetan, was ich gesagt habe. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir wirklich jetzt beten, dass wir dieser erste Kommentar, hat Leo gesagt, gell? So der erste Gedanke, Impuls, der erste Impuls, lernen, das nicht zu sagen, das zu filtern und sagen, das muss nicht raus. Ist ja auch wenn du die Bibel in Sprüche 6, wenn der, welche die Zunge nicht in Kontrolle hat, der macht alles kaputt. Das ist echt das, oder? Ja, und das wirklich auch so in der Zunge Leben und Tod liegt. Also dass wirklich die Worte, die wir in dem Moment aussprechen, wirklich Tod bei dem anderen in dem Sinne erzeugen können oder einfach auch Leben sprechen. Und das finde ich mega stark. Aber auch, dass du gesagt hast, hey, was ist mein Teil an diesem Streit? So, was sind meine 5%, die ich doch irgendwie auch dazu beigetragen habe? Und wenn wir das bekennen, ganz ehrlich, das ist das, was der Heilige Geist tut. Darum, wir kommen nachher darauf zurück. Wir müssen zu Gott gehen in unserem Frust. Aber jetzt, die Claudia hat so ein schönes Gebet gerade gepostet. Und ich möchte, dass Sie mit euch zusammen beten und jetzt gerade das bringen. Wir legen dir alles gesprochene Worte hin, die wir ausgesprochen haben und andere damit verletzt haben. Vergib uns Herr, und heile die anderen von den Verletzungen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns wirklich Disziplin schenkst. In Konflikt, in der Verletzung, in den Emotionen, unsere Zunge im Griff zu bekommen. Gott, du bist ein Gott, der bringt Ordnung und Beherrschung rein. Und ich bete wirklich, dass wir jetzt dort auch, wo wir vielleicht so sagen, ja, dann bin ich halt, das sage ich halt, ja, passiert halt so. Nein, es muss nicht so sein. Heiliger Geist, ich
Ich bete für Gnade und Gunst und einfach Fähigkeit, anders im Konflikt zu reagieren. Ich segne dich mit einer ruhigen Art, in der Hitze nicht Dinge weiter eskalieren zu lassen. Ja. Und Jesus, du hast gesagt, in einem deiner wichtigsten Gebete, vergib mir, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und das will ich einfach nochmal wirklich aussprechen, dass du uns bereit dazu machst, zu vergeben, dass du uns bereit dazu machst, loszulassen, dass du uns wirklich aber auch durch deinen Heiligen Geist Erkenntnis und Einsicht schenkst, dass wir ja erkennen dürfen, was war mein Teil, den ich dazu beigetragen habe, dass ein Konflikt vielleicht so entstanden ist. Und ich danke dir dafür, dass wir wirklich durch deine Vergebung, die du uns zugesprochen hast, auch anderen Menschen vergeben dürfen. Dass wir andere Menschen da freilassen dürfen aus dieser Schuld und dass wir irgendwie verzichten dürfen so auf das Recht, was wir vielleicht manchmal noch behalten wollen. Ich danke dir einfach echt dafür, Jesus, dass wir das Recht haben, als Kinder Gottes wirklich vor dich zu treten und auch Anklage zu machen und unseren Frust und diesen Schmerz und alles irgendwie rauszulassen und einfach zu sehen, wie du uns Frieden schenkst und wie du uns wieder eine neue und andere Perspektive, eine göttliche Perspektive auf diese Situation schenkst. Yes. Amen. Du hast doch einen Bibelvers dazu. Bring doch den von Matthäus. Matthäus 5, Vers 9 steht, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Und ich fand das so stark, als der Leo in der Predigt gesagt hat, dass das eigentlich die DNA vom Himmel ist. So der Frieden, den wir mitbringen, dass wir Friedensbotschafter, dass wir Friedensbringer sind, dass wir diejenigen sind als Kinder Gottes, die wirklich Frieden stiften. Amen. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, dass nicht die Zorn bringen, nicht die Streit bringen, nicht die irgendwie nachtragend sind, sondern wirklich die Frieden bringen. Das erinnert mich gerade, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber so ein Glaubensvorbild für mich, der gesagt, das echte Zeichen von geistlichen Mündigkeit ist ein liebevolles, freundliches Wesen. Mhm. Also eben, das ist für mich das, ich bringe Frieden, ich bin gnädiger, ich bin freundlicher, oder? Das finde ich, wenn ich so gewisse alte Menschen sehe, die einfach so in Gott Frieden haben. Ja. Die haben so eine Gnade für Menschen, fürs Gegenüber. Und das ist, und dann sehe ich aber auch das Religiöse, du kannst auch dann härter werden und du wirst immer noch härter und härter gegenüber alles. Also von dem her, jetzt können wir weitergehen. Aber ein Punkt, du hast es schon im Gebet angesprochen, ist ja, wo deponiere ich dann mein Leid? Weil wir werden verletzt, ist nicht immer, also es ist ja eben der Konflikt, der passiert und Dinge gehen schief. Was machen wir mit unserem Leid? Wohin geht, wenn wir es nicht einfach ungefiltert rauslassen dürfen dem Gegenüber? Wo dann? Und ich glaube, das ist ja ein so starker Punkt, wenn wir lernen, sagen, jetzt ziehe ich mich zurück. Für mich hieß es, ich gehe in den Strand und am Strand mache ich keine Selbstgespräche. Also das vielleicht auch. Aber ich bete zu meinem Gott. Ja. Wenn wir es ist wie eine Programmierung in unserem Hirn hinkriegen. Oder Programmierung hört sich so technisch an, aber es ist so eine Gewohnheit, Strategie, oder? Strategie. Ja. Oder wie hast du das trainiert? Oder? Weil ich merke, das ist ja, nicht alle gehen in Konflikt, im Leid dann direkt zu Gott, obwohl in der Bibel so viel davon gesprochen wird. Also ich muss sagen, dass ich häufig, gerade auch so noch bevor ich mit Jesus eigentlich unterwegs war und danach hat sich natürlich vieles auch in meiner Streitkultur noch mal extremer geändert, aber ich habe das manchmal auch gelernt, wo vielleicht Momente waren, wo ich mit diesem Frust oder mit diesem Schmerz auf andere Leute zugegangen bin und eigentlich wollte, dass sie mir diesen Schmerz jetzt nehmen, dass sie mich verstehen, dass sie mir Recht geben, dass sie sich entschuldigen. Und ich bin so gegen eine Wand gefahren und war so verzweifelt. Und ich glaube, in diesen Verzweiflungsmomenten bin ich dann häufig wirklich zu Gott gerannt und habe einfach gesagt, das ist so unfair und wirklich, was die Person gerade gesagt hat oder gemacht hat. Und das ist
ja, habe ihm dann quasi mein Leid geklagt. Aber es hat irgendwie bei mir manchmal diesen Moment gebraucht, wo ich gegen diese Wand gefahren bin, weil ich von anderen Menschen was haben wollte, was eigentlich nur Gott mir geben konnte. Und das ist wie so ein Muskel gewesen, den ich dann mit der Zeit, glaube ich, trainieren konnte. Dass ich einfach gemerkt habe, ich fühle mich gerade unrecht behandelt, ich fühle mich gerade verletzt. Und dass ich immer wieder mich dazu diszipliniert habe, zu sagen, ich probiere es einfach aus. Hey Gott, das war gerade wirklich, es hat so mein Herz verletzt. Und dann, ja, durch Beziehung und durch Training, sage ich jetzt mal. Es ist ja so, dass die Beziehung darf nicht nur auf den Sonntag passieren, damit du im Konflikt zu ihm gehst. Er muss wenn du denkst, der Vater, der Gott, der Schöpfer ist nur da für schöne Gebete, dann gehst du nicht in Konflikt zu ihm. Wenn du denkst, er ist ein harter Vater, der mich zuerst zurechtweist, dann gehe ich lieber nicht zu ihm, dann gehst du nicht zu ihm. Also deine Sicht von Gott beeinflusst, ob du in der Krise, im Leid zu ihm gehst. Und ich möchte dir einfach sagen, er ist so ein guter Gott, der, auch wenn du 90% falsch gemacht hast, wenn du in Leid zu ihm kommst, er kann damit umgehen und er kann dir seine Perspektive zeigen und er kann dich führen. Also es ist wie so, das ist ein sicherer Hafen. Und natürlich, wenn wir wieder hier irgendwann anfangen, Gott, oder irgendwann wird Gott dann auch reden, der hat dann keine Mühe, uns in die Position zu setzen. Also, also der hat nicht dann, der ist nicht eingeschüchtert. Ja. Und ich finde auch so die Charaktereigenschaft von Gott als Tröster. Das finde ich so einen schönen Begriff, weil so Trost zu finden darin, dass Gott ja auch, dass er damit umgehen kann, wenn wir ihm das alles bringen. Und dass er dann nicht sagt, oh, das ist mir jetzt zu viel. Und Heilige Geist ist Tröster. Ja. Komm, wir machen das. Seid ihr mit mir? Können wir das machen? Es ist ja schön, wir machen es hier, aber du an deinem Ort, in deinen Worten. Wir machen jetzt dann keinen Namen, aber du darfst alle Namen nennen mit Gott. Du musst es nicht, oder? Das ist das Schöne. Das ist vertrauensvoll. Und jetzt lass uns das einfach Gott sagen. Ist das gut? Ja, Gott. Den Schmerz, den wir haben, von ungerecht behandelt zu werden. Gott, ich verstehe es nicht immer. Komm in die Situation hinein. Bringe Recht und Ordnung. Vater, ich brauche deine Perspektive. Vater, ich brauche jetzt deine Sicht. Vater, ich brauche deinen Trost. Hilf mir, mit dieser Situation umzugehen. Ich weiß gerade nicht einmal genau, wie ich dafür beten soll. Aber ich sage, ich brauche dich jetzt. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du wirklich ein Tröster bist und dass du gesagt hast, dass du die heilst, die zerbrochenen Herzen sind und ja, dass du mit uns weinst, dass du dich aber auch mit uns freust. Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns jetzt in diesen Anklagen, die wir irgendwie vor dich bringen und wo wir das ausdrücken dürfen, was nicht fair war, was uns verletzt hat, was eine Wunde vielleicht auch hinterlassen hat, dass wir dir das bringen dürfen und dass du es uns aus der Hand nimmst, dass du es uns wirklich nimmst und dass wir es loslassen dürfen und dass wir einfach wissen dürfen, dass du so ein guter Vater bist, dass du uns mit so vielen anderen Dingen stattdessen beschenken möchtest und dass wir das einfach jetzt auch, dass du, Heiliger Geist, wirklich jetzt auch jeder Person, die online zuschaut, einfach aufzeigst, so was ist das, was du stattdessen in unsere Hand legen möchtest, was du uns stattdessen geben möchtest, statt diesem Zorn oder dem Groll oder der Frustration, an der wir vielleicht so lange festgehalten haben. Ja. Weil du bist echt so ein großzügiger Gott, Jesus. Ich fordere dich jetzt heraus, ganz mutig Gott deine Emotionen zu sagen. Gott, ich bin traurig. Vater, ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob diese Beziehung, wie das weitergehen soll. Vater, ich fühle mich so übersehen. Ich gebe, aber ich weiß nicht, ob nur einseitig ist. Gott, ich brauche wieder Hoffnung. Sei mein bester Freund in dieser Zeit. Ich brauche jetzt Nähe. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche jetzt deinen Trost.
Umarme mich. Mhm. Heiliger Geist, zeig mir auf, wie du die andere Person siehst und zeig mir wieder Möglichkeiten auf, wie unser Konflikt, wie unsere Beziehung wieder kann gestärkt und geheilt werden. Amen. 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 Ich glaube, es ist so stark, ne, wenn wir das irgendwie, wenn wir den Schritt hinbekommen und so diesen Stolz irgendwie auch vielleicht brechen in dem Moment und das wirklich Gott hinlegen, dann kommen wir auch zu diesem Punkt, wo Versöhnung möglich ist. Mega. Ne, weil ich fand es so stark, als Leo und Susanne in der Predigt gesagt haben, Versöhnung ist unser Standard. Das ist ein hoher Standard. Und sie haben auch gesagt, für Versöhnung braucht es im Endeffekt 2 Menschen. Aber ich glaube, dass da so eine Kraft darin liegt, wenn wir versöhnt sind, wenn wir in unserem Herzen wirklich Frieden haben mit den Menschen, mit den Beziehungen um uns herum. Das ist so eine Freiheit, die darin liegt. Und eine Versöhnung mit der anderen Person ist natürlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und dafür dürfen wir, glaube ich, auch beten, dass das Herz von der anderen Person da auch bereit gemacht wird. Aber ich glaube, diesen Schritt zu gehen, wie du es jetzt erzählt hast, bei euch im Urlaub, einfach zu sagen, hey, ich entschuldige mich für den Teil, den ich dazu beigetragen habe. Das wird ganz viel ins Rollen bringen. Glaub mir, wenn du dich entschuldigst für diese 2%, dann mach's ohne erwarten, dass die andere Person etwas anderes macht. Oder bei meinen Kindern so lustig, dass die sagen, ich entschuldige mich, aber du. Also, Entschuldigung, aber. Und dann sagen, oder die können fast nicht tanzen. Aber das ist unverantwortlich. Es tut mir so leid, habe ich das und das gesagt. Punkt, fertig. Ja. Das wird etwas auslösen. Die andere Person ist dann verantwortlich für ihre Taten. Aber es wird wieder das habe ich immer gemerkt. Und da challenge ich dich jetzt einfach. Zu sagen, okay, wo gibt es noch unversöhnte, ungeklärte, sagen wir mal schon ungeklärte Beziehungen, weil eben, wo du deine Verantwortung noch nicht genommen hast. Oder? Ja. Und da auch, glaube ich, dann wirklich einen mutigen Schritt zu gehen, ne? Wenn man das jetzt, sag ich mal, in seinem Herzen bewegt hat und wirklich da für sich diese Freiheit erlebt hat, dann kann es auch manchmal ein heilsamer Schritt sein, das wirklich der anderen Person zu kommunizieren und einfach kurz zu schreiben, hey, wir haben irgendwie einen Konflikt und ich würde den gerne aus der Welt schaffen und ich würde gerne mit dir darüber reden. Hast du Zeit? Wollen wir uns dann und dann treffen und persönlich darüber austauschen? Ich glaube, wie gesagt, dass so Schritte wirklich Türöffner sein können, dass eben auch andere Menschen nachziehen oder dass die andere Person einfach auch diese Offenheit irgendwie erlebt. Und wir dürfen beten, dass der Heilige Geist am Herz des anderen arbeitet. Oder? Das dürfen wir im Vorfeld. Und ich lade dich ein, das wirklich zu tun. Oder? Weil der kann so viel besser überführen als wir. Also, oder? Das ist das. Komm, wir machen das. Ja. Hey, schreibt doch kurz in den Chat. Ich sehe, ihr seid so aktiv im Chat. I love it. Ja. Schreibt mal kurz rein. Einfach, wenn ich sage, ich bete jetzt für Versöhnung. Was wollen wir da? Ein Emoji-Hände. Emoji-Hände. Das gibt es Das so ist cool. ein Hände. Ja, so 2 Oder? Hände. Ja. Können wir, wenn du sagst, ich habe einen ungeklärten Konflikt und ich möchte beten für nicht nur, dass der Konflikt meine Seite gelöst ist, sondern für Versöhnung. Vielleicht habt ihr schon darüber gesprochen, aber es ist nicht geklärt, das heißt nicht versöhnt. Genau, das ist auch ein gutes. Hände hoch, das ist auch gut. Wir machen das. Hände hoch oder so. Okay, ist gut. Das beten wir jetzt. Yes. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Versöhnung ermöglicht. Ich danke dir wirklich dafür, dass du den Weg freiräumst, dass wir wieder in diese Freiheit kommen dürfen. Und wir legen dir jetzt wirklich jede einzelne Person einfach nochmal hin, jeder einzelne Konflikt, der irgendwie gerade noch im Raum steht, jede Beziehung, wo irgendwo noch was dazwischen steht, was ungeklärt ist, all diese ungeklärten Dinge, und wir legen dir das hin, Jesus. Und ich danke dir einfach dafür, gerade hat jemand im Chat geschrieben, ich übernehme auch Verantwortung für den Teil, den ich zu dem Streit
ja, beigetragen habe. Ich übernehme Verantwortung für den Teil, den Satz, den ich gesagt habe, ja, das, was ich geschrieben habe oder das, was ich vielleicht auch nicht getan habe. Dafür übernehme ich Verantwortung und danke dir einfach dafür, dass Versöhnung durch dich möglich ist. Und dass wir das einfach sehen wollen, dass wir das erleben wollen, auch in unseren Beziehungen, dass einfach wieder, ja, diese Liebe, die uns verbindet, was du in deinem Wort geschrieben hast, so dass an der Liebe zueinander, dass man erkennen wird, dass wir dir nachfolgen und dass das wieder sichtbar wird, diese Liebe, die wir für Menschen haben dürfen und nicht, weil wir den Schmerz, der passiert ist, irgendwie vergessen. Wirklich ist es so wichtig, dass wir das auch ausdrücken, dass es einfach auch Dinge gibt, wo wir vielleicht Beziehungen wirklich abschneiden müssen, weil wir einfach merken, dass da eine Grenze überschritten ist, aber dass wir durch diese Vergebung und durch diese Versöhnung einfach unseren Teil loslassen dürfen und Frieden darin finden, Jesus. Ich habe gerade aufs Herz bekommen, auch speziell für Familien Versöhnung zu beten. Also wenn das dich betrifft, du bist zerstritten, vielleicht Ehepartner, Kinder, Großkinder, Onkel, Geschwister, dann mach dieses Emoji mit dem Emoji, die zwei, so die Familienkonstellation Emoji gibt es auch noch. Genau. Poste das kurz rein, ich möchte speziell für das beten. Weil, ja. Und Vater, wir stehen jetzt ein in deinem Namen, um Versöhnung zu beten in unseren Familien. Dort, wo einfach der Teufel Zersplittung, Zerstörung gebracht hat. Möge dein Reich und dein Frieden, deine Wiederherstellung Einzug halten jetzt. Yes. Ich bete für ein weiches Herz. Dort, wo Kinder zu den Vätern, Töchtern zu den Müttern, wo das kaputt gegangen ist, auch im hohen Alter, dass es wiederhergestellt wird. Ich bete dafür, dass du harte Herzen wieder weich werden lässt. Ich bete für Mut, Schritte zu gehen, wo man sagt, das geht zu tief, Schmerz zu tief. Komm in diesen Schmerz hinein und heile etwas und bring Versöhnung in unseren Familien. Bring Versöhnung in unseren, damit einen neuen DNA in die nächste Generation hineinfließen darf im Namen Jesus. Dort, wo tiefer Stolz ist, wo wir uns nicht entschuldigen wollen, hilf uns und überführe uns. Dort, wo Religiosität ins Spiel gekommen ist und die Trennung gebracht hat, möge Gnade und Barmherzigkeit Einzug halten im Namen Jesus. Dort, wo Rebellion da ist, Leute haben einfach den Rücken zugekehrt, dir, aber auch den Eltern, Geschwistern, dass dort wieder Einsicht reinkommt im Namen Jesus. Und in Epheser 4, Vers 26, 27 steht, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Und das will ich einfach nochmal ausbeten, wirklich, dass wir dem Teufel keinen Raum in uns geben, dass wir ihm keinen Raum geben, um in irgendeiner Form Zwietracht zu stiften, um in irgendeiner Form eine Wurzel von Bitterkeit bei uns entstehen zu lassen, dass wir diese Wurzeln wirklich rausreißen wollen, weil wir nicht länger an diesem Vorwurf irgendwie festhalten, sondern weil wir wirklich als Kinder Gottes wissen, wir dürfen zu unserem liebevollen Vater kommen und ihm das hinhalten. Und er ist der unsere Herzen wirklich heilt und der wirklich jede Form von Bitterkeit, aber vielleicht auch von Frustration, von Resignation einfach wieder rausreißt und Herzen wiederherstellt. Amen. Yes. Amen. Amen. Ich bin gespannt, was Gott tun wird, wenn wir unsere Schritte gehen im Übernatürlichen. Ab und zu können wir nur noch beten, ist mir auch bewusst. Ab und zu haben wir alle Schritte gemacht. Und dann gibt es auch immer so, ich finde es immer spannend. Ich habe ja einen Freund, der hat es ganz schwierig mit der Schwester, Erwachsenen. Der weiß, gewisse Dinge kann er nicht mehr machen, aber er hat so kleine Ideen. Und da kann er mal einen Brief schreiben. Und da kann man mal für Familienfest würde sie nicht kommen, aber wenn sie dort in den Zoo gehen, dann würde sie, versteht ihr, so kreative Ideen, wo wieder einen normalen Kontakt entstehen kann. Das ist mega kraftvoll.
Verzichtserklären, du hast noch am Anfang gesagt, das ist etwas, das hat dich angesprochen. Mhm. Ja, Möchtest ich du das finde, noch kurz erwähnen? ja, ich finde, das ist ja Ansprechen. wirklich, das ist das, wo wir gerade eben auch gesagt haben, so ich verzichte auf mein Recht, dass ich im Recht bin. Und ich gehe sozusagen wieder, den Schritt auf Gott zu, weil ich einfach weiß, er ist meine Gerechtigkeit, so er ist der Richter und nicht ich. Und ich glaube, diesen Platz irgendwie zu verlassen und zu sagen, ich bin nicht der Richter, ich richte nicht darüber und ich verzichte auf das Recht, dass ich in irgendeiner Form in dem ganzen Streit Recht hätte. Das war so das, was mich nach der Predigt nochmal oder was so nachgeklungen hat bei mir. Mir hat, es war spannend, ich habe darunter verstanden, ich verzichte, dass die Person immer so und so ist. Also ich verzichte darauf, oder ich erwarte, dass jetzt, die Beispiele jetzt von Leon zusammen, dass immer die Klobrille runter und das und spricht immer, ich verzichte darauf. Aber ich finde, das hat etwas mega, jetzt bei mir, auch in der Beziehung und Ehe, mega viel Wert. Du verzichtest auf gewisse Erwartungen und dann trotzdem darfst du, wie der Leo sagt, oder in der Predigt mal, du darfst die Wünsche trotzdem kommunizieren. Also Verzichtserklärung ist für mich nicht, dass du nicht deine Stimme erheben darfst im richtigen Moment, in der richtigen Art. Ja, voll. Aber spannend, du hast schon recht. Also, nein, das bei dir ist auch gut. Aber aber es ist, also in der Predigt haben Leo und Susanne das ja, glaube ich, genau so gebracht, wie du es jetzt meintest. Und gleichzeitig ist es immer spannend, ne, was das auch bei einem selbst dann irgendwie auslöst. Schreib mal kurz rein, was hast du eigentlich jetzt aus dieser Serie, was nimmst du am meisten mit in Bezug auf Freundschaft? Schreib es kurz rein und währenddem wollen wir jetzt einfach noch dich segnen. Ist das gut? Und dann lese ich es noch vor. Yes. Hey, wir segnen dich wirklich im Namen von Jesus. Wir segnen dich einfach echt mit so einer überfließenden, übersprudelnden Freude. Einfach eine Freude am Herrn, was deine Stärke ist. Und wir segnen dich einfach damit, dass du jetzt mit Frieden und mit Freiheit wirklich weiter in diesen Tag durchstarten darfst. Wir segnen dich echt mit Heilung an Körper, Seele und Geist, da wo du es gerade brauchst. Und wir segnen dich wirklich mit göttlichen, mit Jesus-zentrierten, echten, authentischen Beziehungen und Gemeinschaft, die wirklich nur von Gott kommen können. Amen. Amen. Gott hilft mir dabei, sagt jemand, genau. Ja, so cool. Sehr behüte, genau, Einzelne. Danke, Alex. Ich verzichte auf Rechtfertigung. Sehr gut. Sehr, sehr stark. Ja. Hey, so gut. Danke, wart ihr dabei heute an diesem Tag. Wir gehen in eine riesen Woche rein. Donnerstag, Conference. Du darfst auch online dabei sein. Melde dich an, wenn du online dabei sein möchtest. Wir haben einen speziellen Online-Link. Wenn du auf der Webseite runterscrollst unter Online, siehst du Anmelden gratis. Da bekommst du Zugang zu der App und hast alle Programmsachen. Plus 30-Jahr-Feier am Sonntag. Wird riesig. Wenn sich mal eine Woche lohnt, in die Schweiz zu kommen, ist es diesen Sonntag, diese Woche. Wirklich. Ja, das stimmt. Unbedingt. Also vielleicht es wird so, das Wetter ist nicht großartig. Das heißt, ich kann dir nicht viele Tipps geben für gute noch Outdoor-Activities am Samstag oder so. Aber trotzdem, du kannst in den Zoo gehen. Technorama, Buddy, genau. Gut, oder? Cool, ja? Mega stark. Danke, dass ihr dabei wart. Mach's so schön. Gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.